Es zieht alles nur an dir vorbei. Ist es halber oder doch schon 3? Und du denkst dir grad, wie viel Zeit man hat. Trink ich noch eins oder geh ich gleich? Ist das lustig oder Suderei? Ist ja nix dabei, wenn's die Zeit noch hast. Kann ich glauben, was passiert ist. Oh! 5 Sekunden Video. Wir fahren jetzt seit einer halben Stunde am See vorbei. 5 Sekunden hat das der Film. Bravo mal. Wir sind eine Liveband. Wir sind definitiv eine Band, die mit Live-Performance ihre Fans bekommt. Ich würde jetzt nicht sagen, dass wer, der unsere CD hört, sagt, okay, cool, haben wir das auch gehört. Aber ich glaube, dass 90% der Fans, die wir haben, deswegen unsere Fans sind, weil sie uns live gesehen haben. Für mich ist das Live-Spielen das Um und Auf. Also ich finde, dass das eigentlich ziemlich das Geilste ist, was es in einer Band gibt. Ich habe jetzt gerade nach 1 Stunde Viertel eine Nummer Pause, weil ich da nichts spiele. Und es ist immer meine Zigaretten. Rauche ich immer gemütlich eine, dann spielen wir noch eine Nummer. Dann ist vorbei. Dann sind wir von der Bühne und dann kommt nochmal die Zugabe. Bertel singt gerade, Christoph und Erwin machen sich schon bereit. Wir spielen jetzt noch damit, Gregor spielt da, Dani spielt da. Und ich chill jetzt einfach eine Nummer. Und dann spiele ich auch wieder. Festivalgeschichten, die wirklich am Tag war sind, wo wir dann um 2, 3 am Nachmittag bei strahlendem Sonnenschein und vielleicht noch am Badesee dahinter oder irgendeinen Scheiß. Entschuldigung. Das gefällt mir sehr, das ist eine lustige Atmosphäre. Bestes Makata aus Japan. Makata, weißt du? Yoshimitsu, Makata. Nihon jetzt gerade. Nihon's gerade. Hunde! So schaut es kurz vor Auftritten aus bei uns. Aber zwischendrin auch wieder einfach, wenn es passt, ein Club-Gig, wo von mir aus 100 Leute drinnen sind. Und im Endeffekt ist es, ich finde, dass das nicht einen geilen Gig ausmacht, wenn viele Leute dort sind. Ich finde einfach einen geilen Gig, wenn der Großteil von den Leuten, die dort sind, überzeugt sind von unserer Mucke und unsere Mucke feiern und mit uns feiern. Wie viel das noch wirklich sind, ist für mich nicht ausschlaggebend. Nein, wir bringen die Energie schon brutal zu den Leuten oben. Also wir haben Konzerte gehabt, wo unten 15 Hanselsteinen, keiner riert sie, jeder schaut ja mit einem faden Auge und du denkst dir, für was spüre ich jetzt da? Nach dem 3. Lied auf einmal hupfen die mit und laufen im Kreis und haben die größte Freude. Dann weißt du, irgendwas haben wir richtig gemacht. Weil da haben wir dann die Motivation, was wir auf der Bühne haben wir eher nach oben gegeben. Und dann freut es dich natürlich umso mehr, wenn du auf einmal siehst, hey, die 30 fade Augen auf einmal lachen und haben einen Grinsen im Gesicht. Also das ist schon cool. Also ich glaube, wir sind schon eine Liveband, was die Leute motivieren und was du eine schöne Zeit haben kannst. Der Gregor spielt dieses Lied einhändig. Ich hoffe, das ist ein großen Applaus wert. Und der Schweiß wird immer mehr. Hey, Mutter, soll ich auf die Magen und die greife auf die Ohren auf die und mit euch meine ich die Barrikaden der Welt, der an ihr Land kommt. Und das hat es nicht fallen lassen, die nicht erwischen lassen wollen.
glaube, ich bin beim Schwitzen bin ich, beim Schwitzen bei Live-Auftritten bin ich, glaube ich, auf Platz 2, nein 3. Auf Platz 2 bin ich, weil der Dani ist einfach immer komplett durchnass, das war gerade in einem Pool gekupft. Und der Berni nicht so wild, der hat noch ein paar trockene Flecken zwischendurch, kommt mir ab und zu vor. Und ich schwitze am Kopf immer so viel, also ich bin dann immer so ein Geilist mit meinen Haaren. Wenn man sich das jetzt anschaut, wie das jetzt das Album, das aufgenommen worden ist, live umgesetzt wird, weil normal ist ja oft so, der Ablauf ist ja der, man schreibt die Nummern, dann spielt man es ein paar Mal live und man nimmt es dann auf. Bei euch war es fast umgekehrt, man hat es zuerst aufgenommen und dann, es waren Teile, sind schon gespielt worden, aber der Großteil ist dann wirklich erst präsentiert worden, wie die CD heraus war oder die Platten. Und ich habe die ersten 2 Mal ich damit gesehen und das war sehr holprig. Und da haben wir auch danach ein paar Mal geredet gehabt und das war jedem bewusst irgendwie, nein, weil es ist einfach was anderes. Im Studio und live sind einfach 2 Paar Schuhe. Und dann habe ich damals im BBC gesehen, bei der Release-Show war das, und das war richtig fett. Also da war ich dann so, cool, passt. Das ist aber oft, das muss sich erst entwickeln. Man muss erst Nummern einstudieren, man muss erst wirklich, man weiß dann, wo teilt man seine Luft ein, wo ist Platz zum Reden und so weiter und so fort. Und ich glaube, also das hat dann, also wer im BBC damals war extrem überrascht, wie gut das dann war, weil ich habe ja damals, glaube ich, beim zweiten Konzert mit den neuen Songs, mit dem neuen Setup gesehen und dann habe ich gedacht so, ja, da muss man noch ein bisschen, aber das ist immer, nach einer Tour ist man sowieso wie, das ist so wie Trainingslager. Das Album ist eine extreme Entwicklung, aber ich gehe jetzt nicht davon aus, dass wir jetzt auf einmal komplett durch die Decken schießen durch das. Ich weiß gar nicht, ob uns das gut tun tät, aber ich glaube, mit dem Album, da haben wir jetzt einen Meilenstein gesetzt, auf dem wir aufbauen können. Vorher sind wir eher vor am Album, vor einem Hintergrund gestanden, der uns irgendwie nicht so taugt hat, also wir haben uns da nicht sicher gefühlt. Und jetzt haben wir dieses Werk da im Hintergrund, auf das wir echt stolz sein können, und mit dem können wir jetzt jedem entgegentreten und auch mit unserer eigenen Live-Show und so. Da können wir sagen, wir sind Knackwatschen und wir kennen das und das machen wir gut. Wir sind jetzt da gerade im Gewölbekeller Judenburg. Hinter mir wird gerade die Bühne mikrofoniert. Vom Herrn Woni, vom Herrn Kränki, von der Vicky und vom Janoschek 4000. Und da hinten sind noch ein paar Eintrittsbandel und ein bisschen geputzt wird, Licht wird gemacht. Der Silvia checkt gerade das Light. Und ich sitze nur so rum, trinke ein bisschen was, weil ich habe schon brav gearbeitet. Ich habe jetzt eine Pause. Und Kanal 3 war gerade da haben wir ein Interview gehabt. Aber es war super. Bei solchen Konzerten muss man sich immer denken, wird's was, wird's nix. Man muss einfach das Beste hoffen. Und jetzt am Ja! Was ich noch erreichen will, spezifisch, wäre, ich gehe jetzt einmal vom Geld weg, von dem, was ich erreichen will, weil das ergibt sich dann durch das, was ich jetzt sage, weil ich glaube, mein Hauptziel wäre einfach eine Fanbase zu haben in Österreich, die ziemlich groß ist, möglichst groß ist, dass man einmal im Jahr oder so oder 1,5 Jahre eine Tour spielen können durch ganz Österreich und vielleicht Bayern und vielleicht andere deutschsprachige oder auch anderssprachige Länder. Und dass dort Leute hinkommen wegen uns. Das ist eigentlich mein Ziel. Dass wir uns weiterhin noch gut verstehen, dass wir uns zusammenhalten, dass wir zusammenhalten und dass wir komplett das gleiche Programm weiterfahren wie jetzt. Erstens, es geht nicht mehr, wir können zurzeit nicht mehr machen. Es ist jeder auf 150%. Wir können studieren, arbeiten und musizieren, jeder von uns. Es geht oft nicht mehr, dass wir noch mehr machen können.
deswegen sage ich, wenn wir so weiterfahren, noch immer so brav sind mit Spielereien, Lieder schreiben, Album produzieren, nebenbei noch alle anderen Sachen machen, mit Familie, Freunden auch noch unterbringen und wir sechs uns auch noch verstehen, wenn das so weitergeht, bin ich schon zufrieden, weil dann ist nur mehr eine Frage der Zeit, dass irgendwann die Leute oder die Personen von Österreich das checken, dass wir eigentlich eine coole Gruppe sind und dass wir coole Lieder machen. Das ist nur eine Frage der Zeit, sage ich. Grüß euch, wir sind Knackquatschen. Egal wie viel Licht